Hoi, ich bin der Nevio und in wenigen Momenten trete ich hier auf der Bühne als Billy Elliot auf. Wie das ist, seht ihr in der SRF Kids News. Hallo, schön schaust du zu. Heute gehen wir zusammen mit dem Nevio auf die Musical-Bühne. Und zum Musical habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage. Welches ist das Musical, das schon am längsten aufgeführt wird? A. Starlight Express, B. König der Löwen. Wir verraten dir die Lösung in dieser Sendung. Kennst du die Geschichte von Billy Elliot? Das ist der Bub, der unbedingt Balletttänzer werden wollte. Auch wenn viele Leute ihn ausgelacht und gar nicht ernst genommen haben. Auch sein eigener Vater und sein Bruder. Sie hätten lieber wollen, dass er boxen geht. Warum machst du nicht mit? Und 1, und 2, und 3, und 4. Ballett. Was ist daran verkehrt? Ich war beim Ballett. Siehst du? Jungs spielen Fußball oder gehen zum Boxen oder Ringen. Aber nicht zum Ballett. Junge. Der Billy Elliot hat sich also seinen Traum erfüllen. Und auch der Nevio. Er ist 12 und er spielt den Billy Elliot in Zürich auf der grossen Musicalbühne. Dort wird nämlich zum ersten Mal das Musical auf Deutsch aufgeführt. Und der Nevio, der hat uns mitgenommen. I was dancing when I was 12. Die Ähnlichkeit zwischen mir und Billy Elliot ist, dass wir beide eine grosse Liebe fürs Tanzen haben. Zum Glück habe ich nicht so ein hartes Leben wie er. Er hat seine Mutter verloren, ich nicht. Meine Familie unterstützt mich sehr gut und ich bin glücklich. Seit mehr als einem halben Jahr trainiert Nevio hart für seine Rolle zusammen mit anderen Jungs, die im Musical mitspielen. Als Billy Elliot steppt, tanzt und singt er live auf der Bühne. Er muss topfit sein, weil seine Tage sind lang. Mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich stehe um 6:30 auf. Dann gehe ich in die Schule und dann muss ich am 11:45 aus der Schule raus. Also entweder kommt mein Großvater mich abholen oder mein Vater. Immer um 1:30 bin ich in der Garderobe, mich noch umziehen, ein bisschen gamen. Dann wir Probe. Nach der Probe kommt häufig wieder mein Großvater mich abholen. Dann bin ich daheim und dann muss ich häufig noch Hausaufgaben machen und dann gehe ich schlafen. Im Musical gefällt mir das Vielseitige, eben, dass man tanzt, steppt, singt, schauspielt. Das ist alles mega zusammen, macht eine mega gute Kombination. Wirklich, wenn du mich da willst, komm, berühr mich. Yes! Für die Gestaltung der Tanzszene ist Sarah Jane Broadbeck verantwortlich. Die ehemalige Profi-Balletttänzerin weiss, die Rolle von Billy Elliot ist eine grosse Herausforderung. Die Hauptrolle in diesem Musical steht fast das ganze Musical durch auf der Bühne. Also das ist sicherlich irgendwo durch einen Druck. Obwohl die Geschichte von Billy Elliot vor 40 Jahren und in England spielt, passt sie ihrer Meinung nach sehr gut in die heutige Schweiz. Ich fände es wunderschön, wenn die Geschichte auch die Buben animieren würde, um mehr zu tanzen, vielleicht sich auch manchmal ein bisschen getrauen, aber ein bisschen ausbrechen und den Traum verfolgen, den sie haben. Wenn sie Idee haben vom Tanzen, unbedingt. Endlich ist es soweit. Eine Aufführung vor Publikum. Zuerst geht es noch in die Maske. Wir montieren jetzt das Mikrofon. Das Mikrofon ist eigentlich hier von den Haaren verdeckt und wir tun es hier wie hinten runter, unter dem T-Shirt dann zu den Mikrofonpads, also zu den Sender. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, wie man sagt. Mit seinem Lieblingslied singt sich der Nevio ein. Mord nur still im Untergrund. Es ist so wie sich verlieren. Vergessen, wer du bist, und doch es macht dich irgendwie gesund. Dann ist er bereit für seinen grossen Auftritt. Eigentlich würde ich Balletttänzer werden. Wenn ich es geschafft habe, möchte ich vielleicht gerne in die Royal Ballet School wie der Billy.
Wow. Nevio, ich bin sehr beeindruckt und ich hoffe ganz fest, dass dein Traum in Erfüllung geht. Bist du auch schon mal ein Musical schauen? Ich mag mich noch gut an mein erstes erinnern, Starlight Express. Dort fahren sie die ganze Zeit mit Rollschuhen rum. Aber was ist eigentlich ein Musical? Es ist eben mehr als einfach Theater mit ein bisschen Musik. Das englische Wort Musical ist eine Kurzform von Musical Play, also musikalisches Theaterstück. Und das trifft ziemlich gut, was ein Musical ist. Eine besondere Form von Theater, bei der Schauspielerei, Tanz, Gesang und Musik zusammenkommen, um eine Geschichte zu erzählen. Für die Darstellerinnen und Darsteller ist das eine große Herausforderung. Sie müssen gut schauspielern, singen und tanzen können. Alles nacheinander und manchmal auch alles gleichzeitig. Die ersten erfolgreichen Musicals gab es vor rund 100 Jahren auf dem Broadway. Das ist ein berühmtes Theaterviertel in New York. Bis heute werden dort und im Londoner Stadtteil West End besonders viele Musicals erfunden und aufgeführt. Aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt sind Musicals sehr beliebt und begeistern die Leute, auch in der Schweiz. Typisch für viele Musicals sind aufwendige Kostüme und Bühnenbilder. Die Musikrichtungen reichen von klassischer Musik oder Jazz über Pop und Rock bis hin zu Hip-Hop. Auch die Themen in Musicals sind unterschiedlich. Manche Geschichten kommen aus Büchern, wie Das Phantom der Oper, das zu einem der berühmtesten Musicals aller Zeiten wurde. Ein anderes Beispiel ist Cats. Die Idee für dieses Musical stammt aus Gedichten, in denen es um verschiedene Katzen und ihre Abenteuer geht. Und auch Kinofilme wurden schon zu Musicals, wie König der Löwen, der ursprünglich ein Disney-Film war. Andere Geschichten wurden fürs Musical neu geschrieben, zum Beispiel Starlight Express. In dieser Show spielen lebendige Züge die Hauptrollen und die Darstellerinnen und Darsteller fahren mit Rollschuhen. Starlight Express hält übrigens einen Weltrekord. Länger als jedes andere Musical, nämlich seit inzwischen 36 Jahren, wird es am selben Ort aufgeführt. In einem Musical-Theater, das in der deutschen Stadt Bochum extra dafür gebaut wurde. Boah, 36 Jahre. Das ist länger, als ich auf der Welt bin. Und jetzt weisst du sicher auch die Antwort auf unsere Quizfrage. Ich wollte ja von dir wissen, welches ist das Musical, das schon am längsten aufgeführt wird. Und die richtige Antwort ist A. Starlight Express. Und jetzt gehen wir auf Wallisellen. Das ist eine Stadt im Kanton Zürich. Kommt dir jetzt auch etwas in den Sinn? Anzählen, Böllen schälen, die Katze geht auf Wallisellen. Den Spruch, den kennst du sicher, oder? Aber warum kommt eigentlich Wallisellen dort drin vor? Die 6. Klasse vom Schulhaus Alpen zu Wallisellen hat das versucht herauszufinden. Anzählen, Böllen schälen, wir sind die 6. Klasse von Wallisellen. Kennen ihr das Sprüchli? Das Sprüchli mit der Katze, die auf Wallisellen geht? Weil wir da die heiß sind, suchen wir jetzt die Katze von Wallisellen. Sind ihr dabei? Jetzt gehen wir auf die Straße und befragen die Leute über die Katze von Wallisellen. Vielleicht wissen die, was die Geschichte dahinter ist. Ob Leute etwas wissen, das erfahren ihr jetzt. Kennen Sie den Aufzählvers «Anzählen, Böllen schälen, Katze geht auf Wallisellen»? Ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich. Ja, das habe ich gekannt. Als ich klein war, habe ich das immer gehört. Und ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal zu Wallisellen arbeiten würde. Können Sie es aufsagen? Katze geht auf Wallisellen. Ich habe so falsch angeschaut. Ja. Es ist A. Stimmt. Anzählen, Böllen schälen. Katze geht auf Wallisellen. Aber mehr weiss ich nicht mehr. Kommt sie wieder heim, hat sich um mich bei. Biff, baff, buff. Und du bist das. Wissen Sie, wieso eine Katze auf Wallisellen gekommen ist und nicht irgendwo anders? Nein, das habe ich mir ehrlich gesagt immer schon gefragt, aber ich wüsste es nicht. Nein, keine Ahnung. Nein, das weiss ich nicht. Haben Sie eine Vermutung? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Aber du machst mich neugierig. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Haben Sie mich bei? Wieso bist du in Wallisellen?
Jetzt gehen wir den Martin Graf fragen. Er ist Dialektforscher und kennt sich mit dem Thema sehr gut aus. Warum geht die Katze auf Wallisellen? Weil es ein schöner Rhythmus ist im Versli und weil es sich am Schluss reimt. Es ist nur ein Sprachspiel und weil die Katze geht auf Wallisellen einfach so schön passt, mit Böllenschellen und mit Anzählen, ist es halt Katz geworden. Aber das ist Zufall. Wie alt ist denn das Versli? Das ist ganz eine gute Frage, aber auch eine ganz schwierige Frage. Also ein Versli ist ja etwas, was man sagt, was man erzählt, aber was man nicht aufschreibt. Und weil man keine schriftlichen Dokumente hat, kann man es nicht so genau sagen. Aber der älteste Beleg habe ich aus dem Jahr 1970 gefunden. Das ist jetzt dann schon bald, ja, das ist schon ein bisschen über 50 Jahre her. Aber das Versli selber ist sicher so 10, 20 Jahre älter. Anzählen, Böllenschellen, das wär's aus Wallisellen. Piff, paff, puff und ihr sind aus. Sie haben sogar geschafft, eine Katze zu interviewen. Nicht schlecht, liebe 6. Klasse von Wallisellen. Das hier, das ist keine echte Katze. Hast du es gemerkt? Das Bild ist nämlich mit künstlicher Intelligenz gemacht worden. Wie das funktioniert, das erzählen wir dir dann nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder zuschaust. Wenn du es nicht verpassen willst, abonniere doch am besten diesen Kanal. Mach's gut und bis gleich.